Hallo und willkommen zu dem neuen Video hier im 2024. In diesem Video geht es ganz um den Frühlingsputz. Ich habe Mitte Januar auch mal noch das Gefühl, nein, nicht Frühlingsputz, Neujahrsputz. Mitte Januar habe ich auch mal noch das Gefühl, dass das vielleicht mal noch dran wäre. Und jetzt hat es mich gepackt. Und ich glaube, diese Woche legen wir los. Und ich erzähle euch dann ein bisschen im Hintergrund, was ich alles so mache. Genau. Und nehmen wir jetzt einfach ein bisschen mit. Viel Spaß. Ich tue ein bisschen sortieren da. Ich bin schön hier rum. Damit wir wieder ein bisschen Ordnung haben. Ja, die sind von Weihnachten. Die tue ich jetzt wieder wegnehmen. Ja, ich weiss, weil die können wir nächste Weihnachten wieder rausnehmen. Oder? Ist das eine gute Idee? Ja. Hallo und willkommen zu dem Voice-Over. Ich muss mich noch ein bisschen korrigieren. Es ist nicht nur ein Putzvideo, also so Frühlingsputz, sondern mehr so ein Reset, Januar-Reset, wenn man dem so sagen kann. Also so ein bisschen alles auf Null, blöd gesagt. Mal alles wieder ein bisschen durchsortieren und aussortieren und einfach wieder ein bisschen Ordnung machen, was so im letzten Jahr noch ein bisschen unordentlich geblieben ist. Das wäre so der Plan von dem Video. Und ihr seht, ich habe hier in der Stube angefangen, weil ich da gerade Lust hatte. Und was auch noch ist, ein kleiner grosser Disclaimer. Das Video habe ich über 2 Wochen lang aufgenommen. Ich war da nicht einen Tag lang dran und habe einen durchgegeben und alles gemacht. Sondern ja, ich habe da 2 Wochen lang jeden Tag immer mal wieder etwas in Angriff genommen. Das ist auch ein sehr guter Tipp, den ich weitergeben kann. Wenn dich alles schier überrollt, dann fang mal an mit einer Schublade. Fang mal an mit, keine Ahnung, auch nur mal dort, wo der Kübel drin ist, mal das wieder durchputzen. Dann hast du schon mal ein Örtchen geschafft und dann geht es dir schon mal wieder viel besser. Das ist ein Tipp, den ich sehr gerne so mache. Ein kleines Örtchen nach dem anderen. Und das hilft mir immer sehr zum dranbleiben und merken, hey, heute habe ich die Schublade gemacht, morgen mache ich die nächste. Und so ist innerhalb von einer Woche, 2, bin ich eigentlich mehrheitlich durch die ganze Wohnung durch. Also Kleider, da bin ich jetzt nicht dran gewesen. Und auch so durch die Spielsachen und die Kleider von meinem Sohn bin ich jetzt auch nicht unbedingt durch, aber das ist dann ein anderes Mal wieder nötiger. Was ist? Was hätten Sie gerne? Ein Lu. Das wollte ich da dran. Welches hättest du gerne? Das grosse? Ja, Das kostet 2 Franken. Kannst du da draufklopfen zweimal? Einmal, zweimal. Okay? Darfst du auspacken, ja? Und dann noch etwas anderes, was ich euch unbedingt noch weitergeben möchte. Ich habe in der Schwangerschaft von meinem Sohn recht viel zugenommen. Ja, zwischen 15 und 20 Kilo habe ich zugenommen. Ich habe das irgendwie nie so ein bisschen in Angriff genommen. Und letzten Herbst haben meine Mann und ich beide gesagt, hey, wir möchten ein bisschen schauen und so. Und probieren ein bisschen abnehmen. Dann haben wir es einfach gemacht. Ich möchte euch einfach als Tipp geben, oder einfach weil ich das selber auch so erlebt habe, wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich schaffe das eh nicht. Ich esse eh immer Schoki am Abend. Oder ich kann eh nicht auf die Chipspackung verzichten am Abend. Was mir dort mega hilft, ich kaufe es einfach nicht mehr, auch wenn es mich nur so gelustet. Ich hasse mich dann am Abend vor dem Fernsehen, dass ich nichts zum Knäberlen habe. Aber ich habe jetzt gemerkt, indem ich das 2, 3, 4 Wochen durchgezogen habe und wirklich am Abend nichts mehr so Süßes oder
oder auch Salziges gegessen habe, habe ich auch viel weniger Lust danach gehabt. Klar gibt es mal wieder Phasen, wo es dann wieder nicht mehr geht, so, wo es dann vielleicht wieder etwas gibt und so, aber es hat bei mir im Kopf wie etwas geändert, dass ich wie gemerkt habe, wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ich schaffe es eh nicht, dann werde ich es auch nie schaffen. Aber wenn ich sage, hey, so, ab heute, und ich schaffe das, und ich es dann mal 4 Wochen schaffe, oder auch nur 2 Wochen, das ist ja gleich, es kommt nicht darauf an, wie lange das du schaffst, aber wenn es nur eine Woche ist, hey, du hast es eine Woche geschafft, und das ist doch mega ermutigend, um zu sehen, dass man eine Woche dranbleiben kann. Und so ist es jetzt auch mit ein paar Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe, die ich schon lange vorgehabt habe. Zum Beispiel mein Handy will ich nicht mehr in mein Schlafzimmer nehmen. Das habe ich immer gedacht, ach komm, was macht das noch für einen Unterschied? Das ist ja eh kein Unterschied. So. In der Weihnachtsferien habe ich dann angefangen, mein Handy in der Küche zu lassen, über die Nacht. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon einen Wecker gekauft, dass ich das überhaupt umsetzen kann. Aber das ist auch gut gegangen. Und seitdem, also jetzt schon etwa 1,5 Monate, ist das Handy nicht mehr in meinem Schlafzimmer. Ich lese noch viel mehr am Abend im Bett, noch ein paar Seiten und bin nicht mehr am Handy. Und ich habe das Gefühl, ich kann besser einschlafen. Also das war wirklich ein Gamechanger für mich. Das wollte ich euch einfach mitgeben. Fangt einfach mal an, irgendetwas Kleines, das ihr möchtet ändern. Und macht es. Lasst euch nicht verunsichern, wenn es nur eine Woche ist und ihr nachher wieder zurückkehrt. Ihr habt es einmal geschafft, ihr schafft es auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal zum Anfangen. Manchmal braucht es halt einfach länger oder vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt und das Leben ändert sich eh immer mal wieder. Und dann, ja, das wäre so meine gute Nachricht für heute. Nein. Ja, ich möchte einfach Mut machen mit dem. So, und jetzt habe ich, glaube fertig geputzt und aufgeräumt, fleissig im Büro gewesen. Und das Badzimmer auch, die haben die Schubladen noch aufgeräumt. Ich hoffe, das Video hat euch inspiriert, um auch etwas zu starten oder machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!